Willkommen Tirachereich. Bitte vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken. Tack så mycket. Mein Name ist Elena Baumgartner. Ich bin nicht die Frau, die gern im Mittelpunkt steht. Ich habe gelernt, ruhig zu bleiben, zu beobachten, Dinge für mich zu behalten. Vielleicht, weil ich früh verstanden habe, dass Schweigen manchmal sicherer ist als Erwartungen. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, zwischen Ordnung, Zurückhaltung und dem stillen Wunsch, gesehen zu werden. Als mein Vater mich kontaktierte, nach so vielen Jahren der Distanz, spürte ich zuerst nichts. Keine Freude. Keine Wut. Nur das bekannte Ziehen in der Brust, das sagt, etwas wird passieren, ob du willst oder nicht. Ich wusste nicht, dass eine einzige Einladung alles verändern würde. Und ich wusste ganz sicher nicht, dass mein Name an diesem Abend eine Bedeutung haben würde, die niemand erwartet hat. Mein Name ist Elena Baumgartner. Ich bin nicht die Frau, die gern im Mittelpunkt steht. Ich habe gelernt, ruhig zu bleiben, zu beobachten, Dinge für mich zu behalten. Vielleicht, weil ich früh verstanden habe, dass Schweigen manchmal sicherer ist als Erwartungen. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, zwischen Ordnung, Zurückhaltung und dem stillen Wunsch, gesehen zu werden. Als mein Vater mich kontaktierte, nach so vielen Jahren der Distanz, spürte ich zuerst nichts. Keine Freude. Keine Wut. Nur das bekannte Ziehen in der Brust, das sagt, etwas wird passieren, ob du willst oder nicht. Ich wusste nicht, dass eine einzige Einladung alles verändern würde. Und ich wusste ganz sicher nicht, dass mein Name an diesem Abend eine Bedeutung haben würde, die niemand erwartet hat. Die Einladung kam nicht per Telefon. Nicht persönlich. Nicht einmal warm formuliert. Sie lag einfach im Briefkasten zwischen Rechnungen und Werbung, als wäre sie etwas Alltägliches. Ein cremefarbener Umschlag, mein Name sauber gedruckt, Elena Baumgartner. Kein handgeschriebener Zusatz. Kein Zeichen von Nähe. Ihnen stand nur das Nötigste. Datum, Ort, Uhrzeit. Mountain Peak Resort. Ein Ort, den ich kannte. Nicht aus Urlauben, sondern aus Geschäftsunterlagen. Ein Detail, das ich zunächst ignorierte. Dann las ich den letzten Absatz. Die Feier ist nur für Erwachsene vorgesehen. Wir bitten um Verständnis, dass deine Anwesenheit die Atmosphäre beeinträchtigen könnte. Ich las den Satz mehrmals. Langsam. Wort für Wort. Nicht eingeladen, aber doch. Gewünscht, aber nur theoretisch. Geduldet unter Bedingungen. Mein Vater heiratet. Zum 2. Mal. Und ich war offenbar ein Risiko für die Stimmung. Ich setzte mich an den Küchentisch, die Einladung vor mir und merkte, wie alt sich die Situation anfühlt. Als wäre ich wieder das Kind, das zu laut fragte, zu viel fühlte, zu sehr existierte. Es ging nicht um Alter. Es ging um Präsenz. Um das, was ich verkörperte, ohne ein Wort zu sagen. Ich wusste nicht, ob ich hingehen sollte. Aber etwas in mir sagte, dass mein Nüchternschein genau das wäre, was man erwartet. Und vielleicht, nur vielleicht, wollte ich das Mal nicht die Erwartung erfüllen. Ich faltete die Einladung sorgfältig zusammen. Und traf eine Entscheidung, deren Konsequenzen ich noch nicht verstehen konnte. Während die Einladung auf dem Tisch lag, kamen Erinnerungen zurück, die ich lange beiseite geschoben hatte. Nicht laut. Nicht dramatisch. Sondern leise wie Dinge, die man nie ganz verarbeitet, sondern nur ordentlich verstaut. Mein Vater und ich hatten nie einen klaren Bruch. Es gab keinen grossen Streit, keine endgültigen Worte. Nur ein langsames Entfernen. Nach der Scheidung von meiner Mutter wurde er jemand, der immer beschäftigt war. Immer unterwegs. Immer mit dem nächsten Schritt beschäftigt, während ich noch versuchte zu verstehen, was der vorherige bedeutet hat. Ich war nie das Problem. Aber ich passte auch nie richtig in sein neues Leben. Zu viele Fragen. Zu viel Erinnerung an etwas, das er hinter sich lassen wollte. Als Teenager hatte ich gelernt, mich anzupassen. Bei Besuchen sprach ich leiser, stellte weniger Fragen, lachte an der richtigen Stelle. Ich beobachtete, wie seine Partnerinnen wechselten, wie Wohnungen grösser wurden und Gespräche oberflächlicher. Nähe wurde ersetzt durch Höflichkeit. Interesse durch Pflicht. Und doch hatte ich mir eingeredet, dass es eines Tages wieder anders sein würde. Dass er mich sehen würde. Nicht als Erinnerung, sondern als erwachsene Frau.
Die Einladung zur Hochzeit zeigte mir, wie naiv der Gedanke war. Ich war kein Teil der Feier. Ich war ein Faktor, den man kontrollieren musste. Etwas, das stören könnte, ohne genau zu sagen, warum. Vielleicht war es meine Geschichte. Vielleicht mein Nachname. Vielleicht einfach die Tatsache, dass ich wusste, wer er einmal gewesen war. Als ich mich schließlich entschied zu gehen, tat ich es nicht aus Trotz. Ich tat es, weil ich spürte, dass Wegbleiben endgültiger gewesen wäre als Erscheinen. Und weil ein Teil von mir wissen wollte, wie weit die Distanz wirklich reicht. Ich wählte ein schlichtes Kleid. Nichts Auffälliges. Nichts, das Aufmerksamkeit suchte. Nicht, weil ich unsichtbar sein wollte, sondern weil ich wusste, dass ich es nicht sein würde. Egal, wie sehr man es versucht. Noch ahnte ich nicht, dass genau diese Ruhe später alles ins Wanken bringen würde. Das Mountain Peak Resort lag oberhalb des Tals, abgeschirmt vom Alltag, als hätte man es bewusst von der Realität getrennt. Die Auffahrt war lang, gesäumt von dichten Wäldern und perfekt gepflegten Wegen. Alles wirkte kontrolliert. Geordnet. Makellos. Genau die Art von Ort, an dem nichts dem Zufall überlassen wird und niemand aus der Reihe tanzen soll. Als ich aus dem Auto stieg, empfing mich kühle Bergluft. Klar, fast schneidend. Sie fühlt sich ehrlicher an als die Lächeln, die mir im Eingangsbereich begegneten. Gäste in eleganten Kleidern, dezente Farben, leises Lachen. Gespräche, die mehr nach Geschäft klangen als nach Familie. Ich erkannte niemanden. Und doch hatte ich das Gefühl, hier schon einmal gewesen zu sein, nicht körperlich, sondern emotional. Ich nannte meinen Namen an der Rezeption. Der Mitarbeiter nickt sofort. Sofort. Ein kaum merklicher Blickwechsel mit einer Kollegin, dann wieder das professionelle Lächeln. Willkommen, Frau Baumgartner. Kein Zögern. Keine Nachfrage. Ein Detail, das ich registrierte, ohne ihm Bedeutung zu geben. Der Festsaal war lichtdurchflutet, grosse Fenster mit Blick auf die Berge. Alles war schön. Auf einen fast sterilen Artikel. Ich sah meinen Vater am anderen Ende des Raumes. Er lachte. Frei. Unbeschwert. Als hätte er nie gelernt, sich zu entfernen. Als hätte es mich nie gegeben oder als wäre alles längst verarbeitet. Neben ihm stand seine zukünftige Frau. Sabine Keller. Elegant, kontrolliert, mit dem Blick den Menschen taxiert, bevor er sie akzeptiert. Als sie mich bemerkte, verzog sich ihr Lächeln nur für einen Sekundenbruchteil. Nicht genug, dass es jemand anderem aufgefallen wäre. Aber genug für mich. Sie wusste, wer ich war. Oder zumindest, wer ich sie sollte. Ich stellte mich an den Rand des Raumes, ein Glas Wasser in der Hand. Ich beobachtete. Die Gäste. Die Gäste. Die unausgesprochenen Hierarchien. Niemand sprach mich an. Und doch hatte ich das Gefühl, dass ich bemerkt wurde. Es war, als hätte meine bloße Anwesenheit einen leisen Riss in die perfekte Oberfläche gebracht. Noch war er unsichtbar. Aber er war da. Und ich spürte, dass der Ort so hoch oben und so exklusiv nicht darauf vorbereitet war, die Wahrheit zu tragen, die er in sich verbarg. Sabine Keller bewegt sich durch den Raum, als gehörte er ihr. Nicht aufdringlich, nicht laut, sondern mit der selbstverständlichen Sicherheit, die man entwickelt, wenn man überzeugt ist, alles unter Kontrolle zu haben. Ihre Hand lag immer wieder kurz auf dem Arm meines Vaters. Eine Geste, die weniger Zuneigung als Besitz ausdrückt. Ich beobachtete sie aus der Distanz. Sie war jünger, als ich erwartet hatte. Gepflegt, elegant, mit einem Lächeln, das selten die Augen erreicht. Wenn sie sprach, neigte sich die Menschen leicht zu ihr, als lauschte sie nicht nur Worte, sondern auch eine Position. Sie kannte ihren Platz. Und sie verteidigte ihn leise, aber konsequent. Irgendwann trafen sich unsere Blicke. Nur einen Moment. Dann kam sie auf mich zu. Elena, sagt sie, als wäre mein Name etwas, das sie vorher geübt hat. Schön, dass du es doch einrichten konntest. Der Ton war höflich. Makellos. Aber zwischen den Worten lag eine klare Botschaft, du warst nicht eingeplant. Ich erwiderte das Lächeln. Ruhig. Danke für die Einladung. Ein kaum merkliches Zucken ging durch ihr Gesicht. Vielleicht hat sie nicht erwartet, dass ich es so nannte.
Einladung. Nicht duldig. Nicht Ausnahme. Sie musterte mich. Mein Kleid. Meine Haltung. Meine Ruhe. Dann nickt sie langsam, als hätte sie etwas für sich entschieden. Der Vater ist sehr empfindlich heute, sagt sie leise. Ich hoffe, es bleibt alles harmonisch. Harmonisch. Ein Wort, das oft benutzt wird, wenn Wahrheit unerwünscht ist. Mein Vater kam zu uns, legte den Arm um sie, küsste ihre Wangen. Er sah mich an, kurz irritiert, dann gefasst. Du bist da, sagte er. Kein Vorwurf. Kein Willkür. Nur eine Feststellung. Ich nickt. Ja. Mehr braucht es nicht. Aber in dem Moment verstand ich etwas sehr klar. Die Hochzeit war nicht nur ein Neuanfang für ihn. Sie war auch ein Versuch, alles Vorherige sauber abzuschliessen. Und ich war der letzte offene Punkt. Noch wusste Sabine nicht, dass sie mich nicht als Gast fürchten musste, sondern als etwas, das sie nicht einordnen konnte. Es geschah nicht laut. Nicht dramatisch. Und gerade deshalb war es so wirkungsvoll. Die Musik im Saal lief leise weiter, Gläser klirrten, jemand lachte etwas zu laut. Ich stand noch immer am Rand, als sich eine Mitte 50 aus einer Seitentür löste. Dunkler Anzug, aufrechte Haltung, ein Blick, der daran gewöhnt war, Entscheidungen zu treffen, ohne sie erklären zu müssen. Er war kein Gast. Das spürt man sofort. Er ging zielstrebig auf meinen Vater zu. Nicht hastig, nicht zögernd. Mit der Selbstverständlichkeit von jemandem, der hier nicht um Erlaubnis bittet. Sabine bemerkte ihn zuerst. Sie richtet sich auf, ihr Lächeln wurde fester. Bereit. Der Mann blieb vor meinem Vater stehen. Mein Herr sagte ihr ruhig, aber deutlich genug, dass die Umstehenden es hören konnten. Mein Vater dreht sich um, leicht irritiert, aber höflich. Ja? Der Mann neigte den Kopf minimal. Die Besitzerin möchte kurz mit Ihnen sprechen. Ein Wort. Besitzerin. Für einen Moment schien der Raum zu stocken. Mein Vater runzelte die Stirn. Sabine blinzelte, als hätte sie sich verhört. Die Gäste schauten sich um, suchten instinktiv nach einer Person, die Macht ausstrahlte. Nach jemandem Wichtigem. Der Mann hob langsam die Hand. Und zeigte auf mich. Nicht übertrieben. Nicht theatralisch. Einfach eindeutig. Sie, sagte er. Sie wartet bereits. Ich spürte, wie sich alle Blicke auf mich richteten. Nicht neugierig verwirrt. Nicht bewundernd suchend. Mein Vater starrte mich an, als sähe er mich zum ersten Mal. Sabines Gesicht verlor für einen Augenblick jede Kontrolle. Sie beugte sich zu ihm, flüsterte etwas, das ich nicht hören konnte, aber ich konnte es lesen. Wer ist das? Ich bewegte mich nicht. Ich musste nichts erklären. Der Mann wartete geduldig, als wäre Zeit plötzlich etwas, das ihm gehörte. In dem Augenblick verstand ich, dass die Hochzeit nie für mich gedacht gewesen war. Aber der Moment, der gehörte mir. Und es gab kein Zurück mehr. Der Satz hing noch im Raum, als hätte ihn jemand zu laut gedacht. Sabine stand neben meinem Vater, ihre Finger gruben sich leicht in seine Ärmel. Sie hat die Worte nicht für die Gäste bestimmt, nicht für den Direktor, nicht für mich. Es war eine spontane Reaktion. Ein Reflex. Und gerade deshalb war sie ehrlicher als alles, was sie bisher gesagt hat. Wer ist das? Ich hätte lachen können, wenn es nicht so bitter gewesen wäre. Mein Vater war sichtbar aus dem Konzept gebracht. Seine Stirn legt sich in Falten, der Blick wechselte zwischen dem Direktor und mir hin und her, als würde er versuchen, eine Erklärung zu finden, die sich in das perfekte Bild einfügen ließ. Doch es gab keine. Das ist Elena, sagte er schließlich, als müsste er sich selbst daran erinnern. Der Direktor nickte respektvoll. Selbstverständlich. Frau Baumgartner wartet im Privatbereich. Wenn's Ihnen recht ist, begleite ich Sie hin. Wieder das Wort. Frau Baumgartner. Besitzerin. Sabine löschte ihren Blick nicht von mir. In ihren Augen mischte sich Irritation und etwas anderes, eine Frage, die sie sich nicht laut zu stellen traute. Ich konnte sehen, wie schnell ihr Kopf arbeitet. Sie suchte nach Hinweisen. Nach einem Fehler im System.
Nach einer Erklärung, die die Machtverhältnisse wiederherstellte. Seit wann begann sie, doch mein Vater unterbrach sie mit einer Handbewegung. Wir reden später darüber. Später? Das später hat unsere Beziehung schon einmal zerstört. Der Direktor trat nun einen Schritt zur Seite, um mir den Weg zu signalisieren. Wenn Sie möchten, können wir gleich gehen, sagt er höflich. Alle sahen zu mir. Die Tochter, die er geduldet als eingeladen war. Die Frau, die plötzlich zur Besitzerin wurde, ohne ein Wort gesagt zu haben. Ich spürte einen Kloß im Hals, aber meine Stimme war ruhig, als ich antwortete. Natürlich. Ich möchte nicht, dass jemand warten muss. Ein leises Raunen ging durch die Reihe. Es war nicht laut, aber spürbar. Menschen, die Situation nicht verstanden, aber instinktiv erkannten, dass hier etwas nicht zusammenpasste, die offizielle Geschichte und die Realität. Während ich dem Direktor folgte, hörte ich hinter mir Sabines leises, scharfes Flüstern. Wieso hat mir niemand gesagt, dass sie wichtig ist? Mein Vater gab keine Antwort. Vielleicht, weil er sie nicht hat. Vielleicht, weil er zum ersten Mal spürte, dass er die Kontrolle über die Erzählung seines eigenen Lebens verlor. Und ich begriff, dass dies weniger eine zufällige Verwechslung war, sondern der Anfang einer Wahrheit sich nicht länger verstecken ließ. Der Direktor führte mich durch einen Seitengang, weg von der Musik, weg von den Blicken. Die Geräusche der Vier wurden mit jedem Schritt leiser, bis nur noch unsere Schritte auf dem Teppich zu hören waren. Er öffnete eine Glastür, dahinter eine Lounge mit Blick auf das Tal. Ruhig, diskret, bewusst abgetrennt vom Rest. »Möchten Sie etwas trinken, Frau Baumgartner?« fragte er. Ich schüttelte den Kopf. »Nein, danke. Wir duzen uns hier nicht, oder?« Ein kaum wahrnehmbares Lächeln zuckte über seine Lippen. Nicht in ihrer Funktion, nein. In meiner Funktion. Genau darum ging es. Ich trat ans Fenster. Von hier oben sah das Resort klein aus. Geordnet, klar strukturiert, eingeteilt in Bereiche. Ich kannte den Plan fast auswendig nicht, weil ich Urlaub hier gemacht hatte, sondern weil ich Zahlen gesehen hatte, lange bevor ich den Ort zum ersten Mal betreten hatte. Vor 2 Jahren war das Mountain Peak Resort in Schwierigkeiten gewesen. Diskret, aber ernst. Mein damaliger Arbeitgeber, eine Investmentgesellschaft, hat sich zurückgezogen. Es war meine Mutter gewesen, die mich damals gefragt hat, warum arbeitest du immer nur für die Träume anderer Leute? Kurz darauf war sie gestorben. Und mit ihr kam ein Erbe, das ich nie erwartet hatte. Ich hätte es sicher anlegen können. Ruhig, konservativ, so wie man es empfiehlt. Stattdessen kaufte ich Anteile. Viele. Mehr als irgendjemand für möglich gehalten hätte. Niemand hier wusste, dass die wichtigste Unterschrift auf den letzten Verträgen meine war. Niemand außer dem Direktor Markus Frey, der jetzt respektvoll neben mir stand. Sie wusste, dass er heute hier heiratet, sagte er leise. Es war keine Frage. Ich nickte. Ja. Ich habe die Buchung selbst freigegeben. Ich hatte mir eingeredet, es sei Professionalität gewesen. Nur ein Geschäftsvorgang. Aber tief in mir wusste ich, dass es mehr war. Ich hätte den Termin ablehnen können. Hätte es anonym begründen können. Hätte alles verhindert. Stattdessen hätte ich dafür gesorgt, dass ein grosser Tag in einem Haus stattfand, in dem ich mehr zu sagen hat als er. Nicht, um ihn zu demütigen, sondern weil ich wissen wollte, wie es sich anfühlt, wenn unsere Rollen nicht mehr so klar verteilt sind. »Sie möchte, dass er es erfährt?« fragte Markus. Ich sah ihn im Spiegel, der gegenüber der Glasfront hing. Eine Frau, die nicht mehr ein Kind war, das warten musste. »Nein«, antwortete ich langsam. »Zumindest nicht von mir.« Er nickt. Deshalb habe ich ihn nur informiert, dass die Besitzerin mit ihm sprechen möchte. Besitzerin. Nicht Tochter. Nicht Erinnerung. Eine Frau mit eigener Geschichte, eigener Arbeit, eigenen Entscheidungen. Was niemand wusste, weder mein Vater noch seine neue Frau, war, dass ich längst aufgehört hat, auf seine Anerkennung zu bauen. Ich war hier, um herauszufinden, ob ich ihm in die Augen sehen konnte, ohne innerlich wieder klein zu werden. Und dennoch, ein Teil von mir hoffte, dass er verstehen würde, was es bedeutet, wenn jemand, der mich klein gehalten hat, irgendwann aufrecht vor ihm steht. Ohne laut zu werden. Einfach nur, indem er bleibt.
Es war spät, als ich mein Zimmer im Resort erreichte. Die Fähre war längst vorbei, aber in mir halten die Stimmen an. Nicht die Musik, nicht das Lachen der Gäste, sondern einzelne Sätze, Bruchstücke von Gesprächen, die sich wie Splitter in meinem Gedächtnis festgesetzt hatten. Mein Vater hat schließlich in der Lounge vor mir gestanden. Ohne Sabine, ohne Gäste, ohne Bühne. Nur er, ich und Markus, der sich diskret zurückgezogen hat, sobald klar war, dass wir allein sein mussten. Zum ersten Mal seit langer Zeit hat es keine Rolle gespielt, wer wir vor anderen waren. Nur wer wir füreinander gewesen waren und wer wir heute nicht mehr waren. Du bist also die Besitzerin, hat er gesagt. Kein Vorwurf, keine Bewunderung. Er ein Unglaube, der versucht, sich an der Vergangenheit festzuhalten. Ich habe nicht alles erklärt. Nicht jeden Vertrag, nicht jedes Konto, nicht jede Entscheidung. Nur das Nötigste. Das sich investiert hat. Das sich Verantwortung übernommen hat. Dass mein Name auf Papier stand, sein heutiges Fest erst möglich gemacht hatte. »Warum hast du mir das nicht gesagt?« fragte er irgendwann. Ich sah ihn an. »Weil du mich damals nicht gefragt hast, wer ich geworden bin.« Es war kein Angriff. Es war nur die Wahrheit. Und vielleicht tat genau das mehr weh als jede Anklage. Sabine war später dazu gekommen. Ihr Blick war kühl, kontrolliert, aber nicht mehr überlegen. Sie hat verstanden, dass ich nicht nur eine unerwünschte Erinnerung war. Ich war eine Variable, die sie nicht eingeplant hat. Jemand, dessen Rolle sie nicht bestimmen konnte. Wir hätten es anders organisieren können, sagt sie. Ich nickt. Ja. Aber dazu hätte jemand mit mir reden müssen. Es war ein kurzer Moment, in dem niemand etwas sagte. Ein stilles Eingeständnis, dass der Versuch, mich klein zu halten, nicht mehr funktionierte. Nicht, weil ich laut geworden wäre, sondern weil ich nicht gegangen war. Jetzt, in meinem Zimmer, war es still. Ich saß auf dem Bett, die Schuhe neben dem Koffer, das Kleid achtlos über den Stuhl gelegt. Die Lichter der Anlage zeichneten schwache Muster an die Decke. Ich hätte erschöpft sein müssen, aber Schlaf war weit weg. Ich dachte an meine Mutter. Daran, wie sie manchmal gesagt hat. Es wird der Tag kommen, an dem du nicht mehr beweisen musst, dass du genug bist. Du wirst es einfach wissen. War das der Tag? Ich wusste es nicht. Aber ich wusste, dass ich heute meinem Vater nicht als Kind gegenübergestanden hat. Ich hatte nicht um Aufmerksamkeit gebettelt, nicht um Erklärungen, nicht um Entschuldigungen. Ich hatte einfach da gestanden, aufrecht mit meiner Geschichte, und er hat zum ersten Mal wirklich hingesehen. Die Nacht zog sich. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, sah ich sein Gesicht, der kurze Moment der Erkenntnis, in dem er begriff, dass ich ein eigenes Leben hat, das nicht auf ihn wartet. Vielleicht war das die eigentliche Erschütterung. Als es langsam heller wurde, legte ich mich endlich hin. Ich wusste, dass der Tag noch nicht vorbei war, bevor er begonnen hat. Die wahren Erschütterungen passieren selten im Saal. Sie beginnen am nächsten Morgen. Ich wachte nicht vom Wecker auf, sondern vom Vibrieren meines Handys. Mehrmals hintereinander, kurze Pause dazwischen, als würde jemand testen, wie dringend etwas sein dürfte, ohne offiziell als Notfall zu gelten. Das Zimmer war noch halbdunkel, die Vorhänge zogen nur einen schmalen Streifen Morgenlicht hinein. Einen Moment lang wusste ich nicht, wo ich war. Dann kam alles zurück. Die Einladung. Der Direktor. Das Wort Besitzerin. Der Blick meines Vaters. Das Handy vibrierte wieder. Ich griff danach, blinzelte ins Display. 3 verpasste Anrufe. Alle von derselben Nummer. Mein Vater? Keine Nachricht. Keine Erklärung. Nur der Versuch, eine Leerstelle zu füllen, die er lange selbst geschaffen hat. Beim 4. Klingeln nahm ich ab. Ja? Es war still am anderen Ende, nur Atem. Dann seine Stimme rauer als am Vortag. Elena, wir müssen reden. Wir. Nicht du musst erklären. Nicht ich habe dir etwas zu sagen. Ein ungewohntes Wort zwischen uns. Was genau möchtest du reden? Fragte ich. Ich klang ruhiger, als ich mich fühlte. Er zögerte. Über gestern. Über das Resort. Über dich. Ich habe das alles nicht gewusst. Ein Teil von mir wollte sagen, du hättest es wissen können. Aber ich schwieg.
Nicht aus Höflichkeit, sondern aus Selbstschutz. Ich komme später vorbei, sagte ich nur. Nach dem Frühstück. Kaum hatte ich aufgelegt, klingelt dein Handy erneut. Diesmal eine andere Nummer. Sabine? Ich ließ es 3-mal klingeln, bevor ich ranging. Ihre Stimme war kontrolliert, aber angespannt. Elena, ich hoffe, ich störe nicht. Ich wollte nur sagen, gestern war überraschend für uns alle. Wenn wir es vorher gewusst hätten, hätten wir einiges anders geplant. Plant? Ein Wort, das mehr über sie sagte als jede Entschuldigung. Ich weiß, antwortete ich. Sie holte hörbar Luft. Es war nie unsere Absicht, dich zu verletzen. Ich dachte an die Formulierung in der Einladung. Deine Anwesenheit würde die Stimmung ruinieren. Das ist bereits passiert, bevor ich angekommen bin, sagte ich leise. Einen Moment lang sagt sie nichts. Dann wechselt sie den Ton. Der Vater macht sich Sorgen, dass du denkst, er hätte dich gering geschätzt. Ich setzte mich auf die Bettkante, die Decke noch um die Schulter. Sorgen sind ein interessanter Zeitpunkt, findest du nicht? Nach der Hochzeit. Nach den Formulierungen. Nach den Blicken. Sie schwieg wieder. Ich merkte, dass sie jemanden retten wollte, vielleicht ihn, vielleicht sich selbst, vielleicht das Bild, das sie von ihrem neuen Leben hat. Ich bin nicht die Gegner, Sabine, fügte ich schliesslich hinzu. Aber ich bin auch nicht mehr das Mädchen, das man auslädt und trotzdem erwartet, dass es dankbar bleibt. Als ich auflegte, blieb das Handy nicht lange still. Ein Mail vom Verwaltungsrat des Resorts. Eine kurze, sachliche Nachricht von Markus, wenn Sie möchten, kann ich heute Nachmittag ein Gespräch vorbereiten. Die Welt ordnet sich neu nicht laut, nicht dramatisch, sondern in kleinen Bewegungen. Zwischen allem blinkt eine letzte Nachricht auf. Keine Nummer, sondern ein Name, der mir den Hals zuschnürte. Onkel Reto. Bruder meiner Mutter. Jemand, der mich kannte, bevor mein Vater begann, sich zu entfernen. Ich habe gehört, was gestern passiert ist, schrieb er. Deine Mutter wäre stolz auf dich. Nicht, weil du etwas besitzt, sondern weil du endlich dort stehst, wo du hingehörst, aufrecht. Ich legte das Handy zur Seite. Zum ersten Mal seit langem fühlte ich, dass es nicht mehr darum ging, ob mein Vater mich anerkannte. Die Anrufe zeigten etwas anderes. Er hat verstanden, dass ich nicht mehr nur am Rand seines Lebens existierte. Die Frage war nicht mehr, ob ich einen Platz in seiner Geschichte bekam. Die Frage war, ob ich überhaupt noch einen wollte. Ich traf meinen Vater nicht im Saal, nicht in der Lounge und auch nicht im Büro des Direktors. Wir standen uns schliesslich draussen gegenüber auf der Terrasse, wo die Morgenluft kühl war und die Berge still über allem wachten. Es war ein Ort ohne Dekoration, ohne Musik, ohne Rolle. Nur Steinboden, Metallgeländer und ein Blick, der weiter reicht als unsere gemeinsame Vergangenheit. Er dreht sich um, als er Schritte hörte. Einen Moment lang wusste er nicht, wie er mich ansprechen sollte. Nicht als Kind. Nicht als Geschäftspartnerin. Nicht als Störung. Du bist früh wach, sagte er schließlich. Ich lächelte leicht. Du auch. Zwischen uns lag ein Abstand von wenigen Schritten und vielen Jahren. Ich habe nachgedacht, begann er, und ich hörte, wie ungewohnt ihm das fiel, es laut zuzugeben. Über gestern. Über alles, was ich nicht gesehen habe. Ich antwortete nicht sofort. Früher hätte ich ihm geholfen, die richtigen Worte zu finden. Heute ließ ich die Stille stehen. Sie gehörte auch mir. Ich habe immer gedacht, du kommst schon zurecht, fuhr er fort. Dass du stark bist. Dass du mich nicht brauchst. Er blickt zur Seite, als hätte er Angst, mir ins Gesicht zu sehen. Vielleicht war es nur eine Ausrede, um nicht hinzuschauen. Ich atmete tief durch. Ich bin zurechtgekommen, sagte ich ruhig. Aber das heisst nicht, dass es leicht war. Und es heisst nicht, dass ich nicht gemerkt habe, wie selten du da warst. Es war keine Anklage. Es war eine Bilanz. Er nickte langsam. Ich habe gestern zum ersten Mal gesehen, wie gross der Leben ohne mich geworden ist. Ein kurzes, atemloses Lachen. Du besitzt den Ort, an dem ich heirate. Und ich wusste nicht einmal, was du wirklich machst. Nicht besitzen, korrigierte ich leise. Verantwortung dafür tragen.
Er sah mich an und in seinem Blick lag etwas, das ich lange vermischt hat, ehrliches Erstaunen gemischt mit Respekt. Kein Stolz, der sich selbst schmückt, sondern das stille Anerkennen einer Tatsache, die unabhängig von ihm existiert. Ich habe Angst, dass es zu spät ist, sagt er. Der Satz war fast ein Flüster. Ich überlegte einen Augenblick. Für manche Dinge ist es zu spät, antwortete ich. Für andere nicht. Ich trat einen Schritt näher. Du wirst nie der Vater sein, den ich gebraucht hätte, als ich 12 war. Aber du kannst entscheiden, welcher Mensch du jetzt sein willst. Er schluckte. Darf ich es wenigstens versuchen? Früher wäre ich an dem Punkt weich geworden, hätte alles relativiert, um seine Schuld zu erleichtern. Diesmal tat ich's nicht. Ich nickte nur. Versuchen ist die Teil, sagte ich. Grenzen setzen ist meiner. Ein Windstoß fuhr über die Terrasse, eine Serviette flatterte irgendwo gegen das Geländer. Drinnen begann jemand, den Saal fürs Frühstück vorzubereiten. Das Leben ging weiter, als wäre nichts passiert, und doch hat sich leise etwas verschoben. Mein Vater trat einen halben Schritt zurück, als wolle er mir Raum geben. Danke, dass du geblieben bist, sagte er. Dann fügte er etwas hinzu, das ich seit Jahren nicht mehr gehört hat. Meine Tochter. Es war kein Zauberwort. Es heilte nicht alles. Aber es war auch nicht nichts. Ich wusste, dass wir nicht als neue, perfekte Familie von der Terrasse gehen würden. Es würde keine plötzliche Nähe geben, keine gelöschte Wunde, keine inszenierte Versöhnung. Nur die Möglichkeit, dass aus der Distanz etwas anderes werden konnte als Schweigen. Als ich später mit meinem Koffer durch die Eingangshalle ging, nickte mir Markus nicht unterwürfig, nicht übertrieben, sondern wie jemand, der versteht, dass eine Entscheidung gefallen ist. Am Ausgang blieb ich kurz stehen und sah zurück. Nicht auf meinen Vater. Nicht auf Sabine. Nicht auf die Gäste. Ich sah das Gebäude an, die Fenster, die Fassade, die sorgfältig gepflegte Fassade eines Ortes, der mehr Geheimnis kannte, als man ihm ansah. Früher hätte ich mir gewünscht, dass der Tag mich endlich ins Zentrum ihrer Geschichte holt. Jetzt wusste ich, ich brauchte den Platz nicht mehr. Ich war nicht störend in ihrer Stimme. Ich war jemand, der gelernt hat, im eigenen Leben nicht nur Gast zu sein. Die leise Wahrheit war am Ende einfach. Ich war nicht gekommen, um ihm etwas zu nehmen. Ich war gekommen, um mir selbst nichts mehr nehmen zu lassen. Und damit konnte ich gehen ohne Drama, ohne lauten Abschied. Nur mit der ruhigen Gewissheit, dass ich gesehen worden war. Nicht so, wie ich es mir als Kind gewünscht hätte, aber genug, um meinen eigenen Weg weiterzugehen. Wenn du diese Geschichte bis hierher begleitet hast, dann weisst du, wie tief solche stille Verletzungen gehen können und wie viel Kraft es braucht, ihnen nicht mehr das eigene Leben zu überlassen. Wenn dir diese Erzählung gefallen hat, dann lass gerne ein Like da. Schreib in die Kommentare, ob du ähnliche Familienmomente kennst. Und teile das Video mit jemandem, der verstehen muss, dass man nicht laut sein muss, um stark zu sein. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du keine unserer nächsten Geschichten verpasst. Und bleib jetzt unbedingt noch dran. Schau dir als nächstes die 2 Videos an, die dir jetzt eingeblendet werden. Dort warten weitere Geschichten von Menschen. Die lernen mussten, ihren eigenen Platz im Leben zurückzuerobern.